Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, eure Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Castle und Schubs. Nein, eure Ohren täuschen nicht. Ich bin wieder zurück aus der grünen Ferien und wir starten direkt mit einer Banger-Episode. Es geht um Fastest Lap, Red Bull Cheating Allegations, Alpine ohne Motoren und logischerweise den USGP. Ich wünsche viel Vergnügen. Und somit bin ich wieder back aus dem Krieg, aus der grünen Ferien. Ich freue mich extrem, wieder da zu sein. Zuerst mal ein kleines Dankeschön an Simi. Eine der ersten Folgen seit langem, die ich mal auch selber wieder ganz gehört habe. Und ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr cool gewesen, zuzulassen als Feedback, das ihr uns gegeben habt. War super gewesen zu der letzten Episode. Also danke auch dort dafür. Also grossen Dank noch einmal raus an den Simi. Wir haben wieder sehr viel Boden zum darüber reden. Sehr viel ist wieder passiert. Ich fange mal mit dem Thema an, das am weitesten zurück ist, wir aber doch schon ein paar Mal besprochen haben. Und zwar hat jetzt Alpine so Anfangs Monat doch offiziell jetzt bekannt gegeben, dass sie nicht mehr als Works-Team, also nicht mehr als Motorenkonstrukteur werden teilnehmen an der Championship. Und für mich tut sich da eine grosse Frage auf. Sie werden keine Motoren mehr machen. Vieri wird zugehen eigentlich. Also es wird alles von England aus geführt. Aber das Geld bis jetzt von Renault bleibt eigentlich noch das Gleiche. Und für mich ist jetzt so ein bisschen die Frage, die ich auch dir direkt stellen kann. Denkst du, sie werden die Restrukturierung richtig machen? Oder einfach irgendetwas wieder reinschmeißen, wie sie bis jetzt eigentlich alle FA's Operations gemacht haben? Ja, ich denke, sie schmeißen wieder alles her. Also, weißt, ich kann es irgendwo durch nachvollziehen. Ich meine, der Motor, den sie ja jetzt haben, der Engine ist ja immer noch der gleiche seit 2014. Also, weißt, der Aufbau ist immer noch das gleiche. Und sie sind gefreezed, die Motoren. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es etwa seit dem 20, Weg 19, irgendwie so dort oben, haben sie mal angefangen, dass sie freezen. Oder weiss ich wann. Ja, ich meine, kurz nach Corona war es offiziell ganz gefreezed. Eben irgendwie so. Und danach ist ja, jetzt muss ich überlegen, danach haben sie etwa 30 PS Differenz gehabt. Und ja, das war halt immer so ein bisschen der Ton im Auge gewesen. Und es ist halt schon so, sie sind schon echt arme Sicher, was das anbelangt. Ich muss aber selber sagen, sie sind selber schuld, weil sie halt einfach schlecht entwickelt haben. Aber es ist natürlich schon krass, oder? Dann wird das gefreezed, dann kannst du dich nicht mehr weiterentwickeln. Alle anderen Motoren sind 30 PS stärker. Ja, was machst du denn? Dann kannst du eigentlich nur über die Aero gehen. Es ist einfach lustig, dass Alpine an gewissen Wochenenden doch noch relativ gut performt. Also jetzt zum Beispiel auch, eben gerade Austin, ich greife jetzt kurz vor. Austin haben sie auch wieder ein gutes Qualifying gehabt, auch mit der Gasly zum Beispiel. Und ja, dann nachher geht es auch gleich hinaus wieder nicht auf mit der Motorleistung und allem. Und ich kann es nachvollziehen, ich kann den Entscheid nachvollziehen. Es ist natürlich rein so von der Tradition her und alles, ist es halt sehr schade, weil Renault ist halt immer in der Formel 1 gewesen, seit 1970, ich weiß nicht, wann die reingekommen sind. Sie haben halt einfach immer unter anderem Namen haben das Motor produziert oder eben noch für Red Bull haben sie produziert und als Werksteam an sich sind sie ja 2016, glaube ich, wieder reingekommen. Also es ist halt schon schade, muss man ganz klar sagen. Ob jetzt da der Flavio da seine Finger ein bisschen im Spiel hatte, noch sei dahingestellt. Aber jetzt ist natürlich die nächste Frage, wo holen sie den Motor? Das gibt es natürlich halt noch so ein bisschen die Frage im Raum. Gehen sie zu Mercedes oder holen sie einen von Ferrari? Oder vielleicht, ja gut, Audi denke jetzt nicht, dass das Werk so etwas anbietet. Ich glaube, die werden da einfach mal alleine fahren. Hol das Red Bull Powertrain, das wäre schon ein riesen Plot-Twist, Alter. Einfach das habe ich mir gar nicht überlegt. Red Bull früher einfach bei Renault geholt und dann tut sich auch das Blatt wenden, sozusagen. Ja, es sind halt einfach so ein bisschen Fragen jetzt, wo sie als nächstes hergehen. Und gut, was man noch muss erwähnen, also die Motoranstalt, die geht nicht komplett zu. Also was vom Formel-1-Bereich anbelangt, ja. Aber die WEC Series, die Motoren, die sie dort bauen für den Alpine, die werden immer noch dort gemacht. Das ist immer noch im gleichen Gebäude. Also komplett dicht geht es eigentlich in dem Sinn nicht. Aber wenn jetzt natürlich dort Ingenieure sind, die nur auf der Formel 1 oder für die Formel 1 spezialisiert sind, ich glaube nicht, dass die gross bei der WEC Series einsetzen kann. Ich weiß nicht, was mit denen passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, sie haben zwar gesagt, dass sie niemanden möchten entlassen, dass sie auch für die neue Jobs suchen werden, aber
Ja, das wird wahrscheinlich dann auch wieder mehr so ein bisschen ein ja, nimm oder stirb, weißt du, in dem Stil, wenn du es nicht nimmst, bist du selber Ja. geschaut. Und ich meine, Ja. was willst du in einem absoluten Motoringenieur für einen Job bieten, wenn du keine Motoren mehr zu machen hast? Oder sagst, ja, komm jetzt zu Aero. Oder weißt, wie soll das funktionieren irgendwie? Also ich glaube, da werden auch relativ viele Abgänge nachher eigentlich passieren. Kann man auch vorstellen, dass relativ viele werden zu Red Bull Powertrains arbeiten. Das macht für mich einfach am meisten Sinn. Ähm, ja, schwierig auf jeden Fall. Die Frage auch, wer sie sollen als neue Motorenhersteller nehmen. Es kristallisiert sich eigentlich schon länger ein bisschen mehr daraus heraus, dass sie Mercedes Motoren werden nehmen. Finde ich, macht am meisten Sinn, weil die sind so ein bisschen am umgänglichsten. Du hast sie schon in den McLarens drin, du hast sie schon in den Williams drin, die Motoren, aber gleich fühlt es sich einfach irgendwie nicht so richtig an. Ein Red Bull Powertrain, ja, Audi stimme ich dir bei beiden eigentlich zu, dass es so ein bisschen fragwürdig ist, ob die schon direkt wollen Motoren liefern, wobei Red Bull das halt schon mit Alpha Tauri macht, aber Ja gut, ich habe auch gemeint, Red wie Bull hat mal Carbs. gesagt, es soll nur das Tochterteam bedient werden mit ihren Ja, ja. Powertrains. Das macht halt auch schlichtweg am meisten Sinn, weil Red Bull probiert so viele Sachen aus, testet gewisse Sachen auch an, wie Carb. Ja, schlussendlich weiß ich nicht, ob es von Vorteil ist, nachher noch müssen zu schauen, dass ein Customer eigentlich auch einen guten Motor bekommt, den er auch einbauen kann und vielleicht noch eine andere Suspension, eine andere Resuspension kann brauchen. Das hängt immer so ein bisschen zusammen. Also, ja, Ja, sie haben auf jeden Fall noch viel Zeit, um sich für einen guten Manufacturer zu entscheiden. vor allem, ich habe doch mal gemeint, aber ich bin mir nicht ganz sicher, kann sich das mit täuschen. Es war nicht so, gewesen, dass die Hausbox vom Getriebe ab 26 jeder muss selber entwickeln. Bin Das mir nicht kann sicher. sehr gut sein. Was ist das? Ferrari und Aston Martin, wo glaube ich jahrelang von Mercedes respektive Haas bei Ferrari, so, Entschuldigung, das aber gekauft hat. Also Haas hat einfach immer alles ein bisschen eingekauft. Aber Getriebe, also so die Hausboxen, habe ich gemeint, werden überwiegend von Williams produziert. Weil die machen ja das Das kann anders. auch sein. Okay. Also ist ja recht Ja, verstrickt so das Ganze. Aber ich habe gemeint, so das finde etwas sei im Raum gewesen, aber korrigiert mich dann, wenn es nicht so ist. Ich habe es einmal gemeint. Und ist nicht nur so gewesen, dass McLaren auch irgendetwas mal angedeutet hat, dass sie mit Honda möchten machen? Oder bin ich auch falsch? Weil das ich wäre habe mal mir gemeint, entgangen. dass sagen mal etwas so ein bisschen rumgestanden. Das wäre eigentlich lustig, wenn sie zurück zu Honda gehen. Also ich habe sicher schon in Diskussionen das auch gehört, aber nicht wirklich so als offizielles Gerücht. Ähm, Honda wäre halt in meinen Augen für Renault schon auch interessant, weil das ist für mich so ein bisschen der neutral Good zum Auswählen. Es ist irgendwie Ja. Oder sie kollabieren, kollabieren, genau. kollabieren, sie kollabieren einfach Genau. alle. Sie machen einen Collab mit Dings, mit Toyota auch. Wäre natürlich auch geil. Ja, aber die werden ja kein Dings machen. Ja, die machen keine Motoren, sie kommen halt einfach bei Haas nur als Hauptsponsor eigentlich Ja, drin. ja. Aber ich denke zwar schon, dass sie auch ein bisschen die Finger in der Entwicklung werden drin haben. Toyota Ja, ist ein riesen Konzern, aber das ist dann geil. werden sie fix. Das auf jeden Fall. Also ich freue mich im Fall extrem, dass Toyota zurück ist. Das ist in der WEC, also nein, nicht in der WEC, in der WRC, also Rally Championship ist das mein Favorite Team. Ja. Nein, also grundsätzlich ich freue mich extrem, dass Toyota zurück ist. Das ist auch noch ein Thema, das wir uns gar nicht notiert haben. Ja, darum habe ich es hoffe gerade aber- gesagt, weil es Ja. vergessen geht. Darum. Absolut. Ich hoffe aber ehrlich gesagt, dass sie noch ein bisschen mehr Einfluss werden und dass sie eben vielleicht sogar, dass sich halt, also meine Hoffnung ist ganz ehrlich, dass sich herauskristallisiert, dass sie werden Haas kaufen. Ja gut, das wäre ist, das Geilste. ist schwierig, wenn Ferrari so viel Geld in den Haas reingebuttert hat. Ich denke, das ist wirklich nur rein Markenträger eigentlich, der Sponsortitel. Mehr eigentlich Markenträger nicht, denke ich. und ich glaube, dass sie für ihren Fahrer, der in der Formel 2 ist, der Ritomo Miata, ich glaube, dass sie für den einfach so die extra Meile gehen, halt noch einen Sponsorship-Deal eingehen und dafür ist vielleicht im Sponsorship-Deal drin, dass er 2026 zum Beispiel fahren darf, je nachdem wie seine Performance halt ist. Aber Ja, das ist nur so ein bisschen ein Schmeiß es entfernte den Vermutung. Ocon raus. Oder der Bearman. Nein, Ocon wird fliegen, wenn dann. Denke Ja. es auch. Ja, aber nochmal zurück zum Thema Alpine kommen. Also, du hast es vorhin schon angesprochen, aber ich glaube, so ein bisschen ihre On-Track-Performance widerspiegelt einfach so ein bisschen, wie es dieser Organisation momentan geht. Es ist mal so, sehr viele Changes und einfach mega viel Unsicherheit. Und ich
ich habe fast das Gefühl, obwohl es eine weitere Entscheidung ist, die könnte in die Hose gehen, ist, glaube ich, der Motorenhersteller nicht mehr zu sein, eine gute Entscheidung. Weil ich hoffe, dass sie so, die haben so eine riesige, ich sage jetzt mal, Befehlsstruktur. Du hast so viele Leute, die gewisse Befehle durchgehen, bevor es überhaupt am Team ankommt. Jetzt haben sie weniger, wo sie sich darauf fokussieren. Und ich hoffe, dass sie so sich mehr auf das Wichtige werden konzentrieren in Zukunft. Heisst jetzt nicht, dass ich jetzt automatisch ein Fan von dem Team wird, aber ich hoffe trotzdem, vor allem für Pierre Gasly's Sake, dass sie sich jetzt halt wirklich einfach mal zusammenraufen und die richtigen Entscheidungen werden treffen in Zukunft. Und ich glaube, das könnte eine der ersten richtigen Entscheidungen sein, das Engine-Programm einfach zu ditchen. Weißt du, das frage ich mich gerade noch. Ist es, hat jetzt rein logisch überlegt, wenn Motoren nicht mehr gebaut werden von Renault oder beziehungsweise von Alpine, sprich, das ist ja auch ein Haufen Geld jetzt, wo ja eigentlich nicht mehr in das Projekt hineinfließt. Dann haben sie eigentlich viel mehr Geld für Aero, Chassis und alles drum und dran. Genau. Aber das ist ja eigentlich unfair. Also weißt du, gegenüber den Motorlieferanten eigentlich, weißt du, was ich meine? Von der Weg der Budget Cap. Ist es wirklich unfair, weil V-Carb arbeitet auch so, McLaren arbeitet auch so, Aston Martin arbeitet auch so. Also ja, aber weißt du, was ich meine? Sag jetzt, das Mercedes hat, sagen wir jetzt die 100, wie viel sind es? 130, 140 Millionen, die sie im Jahr ausgeben. Dann haben sie das einfach, müssen sie das durch, sag jetzt auch, so wie jetzt mal in F1 halt so gegen Zuverlässigkeit splitten, dann ein Chassis, Aero und Motor. Weißt du, wenn wir es jetzt einfach mal einfach aufzählen. Und jetzt bei Renault fällt ja das eigentlich weg, der Motor. Das heisst, sie haben eigentlich 130 Millionen, die sie einfach auf 3 Kategorien können aufteilen können. Das ist eigentlich unfair. Gegenüber dem Werksteam. Ja, gegenüber dem Werksteam ja schon, aber McLaren und Aston Martin und Haas, die machen das ja schon. Ja, logisch, ich weiß schon, Also, dass sie das schon machen, aber das ist mir jetzt einfach gerade so in den Sinn gekommen. Da habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil das ist ja eigentlich hure assi. Also da müsste ja eigentlich, wäre es dann nur fair, dass wenn die Motor herstellen, dass denen mehr Geld pro Jahr zugesprochen wird. Eigentlich, weißt du, wie ich meine? Ich bin mir fast sicher, dass Motorenherstellung getrennt ist. Ja, da bin ich mir fast sicher. Weil es würde keinen Sinn machen, ein Budget Cap rein zu tun und dann Mercedes muss ja Automotoren herstellen für andere noch, was sie technisch gesehen auch viel Geld und Zeit kostet. Ich bin mir fast sicher, dass es getrennt ist. Ja, ich denke es auch. Keine Ahnung, das ist jetzt einfach der... What the fuck, das ist mir das erste Mal jetzt so in den Sinn gekommen. ja, aber es ist ein guter Gedankensprung, das auf jeden Fall. Ja, hast du noch etwas zum Thema Alpine? Oder nein, jetzt habe ich deinen Übergang versagt, gell? Ja, ich wüsste ihn nämlich nicht einmal mehr. Okay. Oh gut, aber in dem Fall gehen wir relativ schnell zum nächsten Thema und Schnelligkeit, um das geht es. Ich fasse gerade an mit einem der schönsten Abgänge, die wir eigentlich seit langem in der Formel 1 hatten. Das Thema, wo ihr schon im letzten Podcast gross besprochen habt. Daniel Ricciardo hat in Singapur Grand Prix in der letzten Runde die Fastest Lap geholt. Ein Fastest Lap, wo schlussendlich, ich sage jetzt mal, grosse Folgen könnte haben. Was meine ich damit? Grosse Folge im Sinne von, dass es könnte Championship entscheidend für Max Verstappen sein, je nachdem, wie halt der Punkteschwung jetzt eigentlich noch hin und her geht zwischen ihm und dem Norris. Weil der eine Punkt hat eigentlich versichert, dass der Norris jedes Rennen gewinnen kann, der Max jedes Rennen auf P2 kommen kann und der Max trotzdem die Championship holen. Das hat in dem Sinn zu Diskussionen geführt, dass es ist vor allem McLaren und ein paar andere Teams, die sich halt beschwert haben, hey, der Fastest Lap ist eigentlich unfair für ein Team wie Red Bull, das 2 Teams hat, die können uns Punkte klauen etc. Und ja, ich habe das Gefühl, es gibt verschiedene Meinungen, auch der Kasel und ich haben verschiedene Meinungen, wir haben schon darüber diskutiert im Vorfeld. Ich fange mal... Entschuldigung. Von meiner Seite mal an und sage ganz klar, ich finde es sehr schade, dass die Fastest Lap rausgegangen ist oder raus wird gehen. Die wird es ja nicht mehr geben ab dem 25. Also der Punkt für die Fastest Lap, so muss man sagen. Ich finde es vor allem wegen dem schade, weil ich finde, es hat so ein bisschen
eine gewisse Spannung manchmal noch reingebracht. Also wenn das Rennen angefangen hat, nur noch sich um Strategie und wenig Racing handeln, hätte die Fastest Lap doch noch mal ein bisschen Drama können reinbringen, vor allem so gegen Ende vom Rennen. Schlussendlich finde ich es aber noch schade, eigentlich, dass Teams mittlerweile so extrem viel Einfluss haben. Man hat es schon gesehen beim Andretti Formel 1 Team, wo ja, wegen gewissem Lobbyismus in dem Sinn kann man fast sagen, nicht haben können in die Formel 1 kommen. Jetzt ist noch die Fastest Lap weg, was auch sehr stark beeinflusst worden ist von den Teams. Und ich finde, die FIA muss einfach so ein bisschen gerade Rücken behalten. Oder? Aber dann gibt es halt so 2-3 Lösungen, wo so ein bisschen die Frage ist, ja, sind die wirklich gut oder nicht? Und ja, eins oder zwei von diesen Lösungen hat der Kasel mir mal im Vorfeld gebracht. Was wären so deine Gedankenansätze gewesen, wie man das Problem auch hätte lösen können? Ich dir etwas gesagt? Nein. Hey, aber sicher. Ja, ich weiß schon. Zwei gute Inputs sogar. Nein, also, zuerst einmal, ich finde es auch scheiße, dass sie das Ganze möchten, oder dass sie es ja abschieben. Weil, ja, ich sage jetzt mal, Spannung hat es nicht unbedingt. Also ja, Spannung hat es eigentlich nie gross gebrochen, sage ich jetzt mal der extra Punkt. Der einzige Vorteil war halt einfach, dass man im Gegner noch eins reinwürgen konnte, was halt einfach geil war. Und ich finde auch, dass halt, wenn du ein B-Team hast, also was Red Bull halt hat, es ist halt schon, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ja, es hat einen faden Beigeschmack gehabt, das Ganze. Und ob da wirklich ein Call stattgefunden hat, sei dahingestellt. Man munkelt ja, nein, es hat nie etwas gegeben, wir wissen es nicht. Ist aber jetzt auch nicht mehr so relevant. Ich habe ein bisschen Brüder, was Daniel Ricciardo gesagt hast. Und ja, ich finde halt einfach, man hätte es anders auch lösen können, dass man eben gesagt hätte, hey, komm, wir geben einfach die Fastest Lap für jeden. Also heisst auch die über den Top 10 sind. Auch die haben die Möglichkeit, zum Beispiel den Punkt zu holen, wäre natürlich geil für Backmarkers, dass die auch ein bisschen Punkte können holen können. Ich meine, der hätte ja auch Sweet Carb auch kein. Also, ja, hätte ich dann auch ein Argument gehabt. Oder Red Bull hätte dann auch können sagen, so, ja, die fighten ja gegen Haas, die müssen Punkte holen. Und das wäre natürlich dann auch wieder spannend gewesen. Und, oder beziehungsweise wäre auch ein gutes Argument gewesen und hätte man es auch ein bisschen besser vertuschen, weißt du. Aber ich finde, das wäre eigentlich die beste Lösung gewesen. Dass man gesagt hätte, hey, wir tun es einfach für alle machen. Und was ist das andere, was ich gesagt habe? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe gemerkt, ich habe noch. Ja, warte schnell. Du hast, glaube ich, nur etwas gesagt. Sicher, ich habe gemerkt, ich habe nur das gemeint. Ja, nein, ich glaube, du hast wirklich nur das gesagt. Wenn ich aber gerade am Studieren, da habe ich mit irgendjemand anderem diskutiert. Und es empfiehlt mir gerade komplett. Also, ich finde auf jeden Fall, zum schnell auf deine These zurückzukommen, ich finde das eigentlich super. Das hat wirklich jedes Team einen Punkt für Fastest Lap könnte holen. Das bietet vor allem dann nachher auch Möglichkeiten für halt das Team wie Williams etc. Das wäre vielleicht spannend auch noch zu sehen, da wäre vielleicht von den Backmarkers her einfach so ein Rennen gewesen für die eigentlich jede Fastest Lap Point, die man holen kann, oder? Und trotzdem hat man so halt nicht Teams wie Sauber, wo jetzt in den nächsten haben wir 5 oder 6 Rennen noch nicht einmal einen einzigen Punkt haben. Also die hätten es fix irgendwann mal fertig gebracht, ein Fastest Lap zu holen. Was halt auch taktisch gesehen musst du richtig einplanen, oder, wie du das machen willst. Und dann ist die Frage, ja, gibst du Track Position auf, konzentrierst du dich fest auf die Fastest Lap, wenn du weit hinten bist? Also ich habe das Gefühl, es wäre noch interessant gewesen, das so mal anzuschauen. Das Einzige, was mir jetzt so spontan würde in den Kopf kommen, was auch noch geil wäre und was halt einfach sag jetzt mal, vielleicht auch in einem Rennen als Ingenieur oder als der die Strategie halt einfach macht, kannst du leicht übersehen, ist, dass wenn du einen Teammate hast, der sich in den Punkten bewegt und du bist außerhalb der Punkte, dass du Fastest Lap kannst setzen und gleich die Fastest Lap bekommst, weil dein Teammate in den Punkten drin ist. Das wäre noch geil. Ja, ich sehe nicht wie. Das wäre eigentlich noch geil. Also sagen wir jetzt zum Beispiel eben, jetzt nehmen wir halt auch mal den Liam Lawson, ist in den Punkten, Tsunoda kommt in die Box rein, macht Fastest Lap und sie kriegen gleich den Punkt, weil der wird dann als, also da müssen wir, da wird das Team hat Punkte, das wird als Teampunkt gewährt dazu. Ja, genau, aber der Fahrer muss ja gleich auch den Punkt bekommen. Du kannst ja nicht im Team mehr Punkte als fahren, aber dann würde halt der Yuki gleich einen Punkt bekommen. Aber wäre eigentlich noch eine geile Überlegung. Also. Das erinnert mich jetzt gerade sofort an, ich habe wirklich mit jemandem diskutiert, dass wir
die Fastest Lap anstatt für einen Fahrer fürs Team würde geben. Und das wär eigentlich auch ein interessanter Punkt, oder? Weil dann kannst du gar nicht von den Drivers Championships wegnehmen. Aber wiederum das gleiche Problem kann ja eigentlich in den Konstrukteurswertungen eigentlich auch passieren, oder? Ja. Dass man wegen einem Punkt unbedingt einen braucht oder so. Aber gleich ist es nochmal etwas anderes, als wenn es für die Fahrer ist. So. Genau, aber das ist nur so ein Gedankenfurz. Was mir jetzt aber, wo du geredet hast, auch noch in den Kopf gekommen ist, wenn es schon für alle wäre, dass man vielleicht würde definieren, man darf nicht spezifisch für die Fastest Lap nochmal pitten. Aber dann ist wieder so ein bisschen, das ist etwas, was so overregulated ist, was ich auch nicht gerne habe, was so ein bisschen Interpretationssache ist und so ein bisschen Grauzone. So, ja, wir haben einen Slow Puncture gesehen zum Beispiel. Ja, eben, ja, aber gerade sagen, ja. da kannst du natürlich auch faken dann, gell? Ja, und dann gibt es halt wieder ein Geschnurr unter den Teams und ja. Geschnurr unter den Teams führt ja meistens zu gewissen Vorwürfen und Veränderungen und das bringt mich eigentlich auch gerade schon zum nächsten Thema. Im Vorfeld zum USGP ist ja nicht nur Fastest Lap ein grosses Thema gewesen, wo wegkommt, sondern eben auch die ganze Unterbodengeschichte von Red Bull. Vielleicht um das schnell, also ich versuche es mal einigermaßen zu erklären. Basically gibt es so ein Richtgerät, das jedes Team hat, wo die Unterbodenhöhe eigentlich einstellen, wie nahe das sie zum Boden ist. Und Red Bull hat schon seit Start Ground Effect Era ein zweites Gerät auch noch, das nicht nur die Höhe Unterboden kontrollieren, sondern auch Unterboden zu Chassis ein bisschen Einstellungen kannst machen. Und danach ist halt das Ding, theoretisch gesehen, könntest du das halt während Parkferme halt anpassen und dann hast du eine Veränderung vom Ding. Weil es ist nicht das Gerät, das alle anderen auch brauchen, um ihre Ride Height einzustellen. Also korrigiere mich, wenn ich komplett das erzähle. Aber Red Bull hat die Möglichkeit gehabt und irgendjemandem ist das aufgefallen und der hat gesagt, hey, Red Bull könnte cheaten mit dem. Und ja, bevor ich so selber weiterfahren ist, was ist deine ganze Meinung zu dem Thema cheatet Red Bull nicht? Ja, offensichtlich nicht, weil sonst wären sie ja immer noch weit vorne am Fahren, weißt du, was ich meine? Also sie haben ja schon auch ihren Struggle. Ja. Nein, also ich meine, schlussendlich der FIA hat, also nachher haben sie gesagt, eben, sie müssen ihren Car umbauen. Der Umbau hat gar nicht stattgefunden. Sie haben einfach müssen ein Siegel montieren von der FIA, wo nach dem Rennen angeschaut wurde, ob das Siegel gebrochen wurde. Und das müssen sie auch, glaube ich, den Rest von der Saison jetzt montiert haben. Dann wird das immer wieder kontrolliert. Und sollte das brechen, dann nachher weiss man, dass es cheaten und sonst nicht. Aber ich meine, der Max hat auch im Dings gewonnen, im Sprint ist er ja sehr schnell gewesen. Darum, nein, das ist halt einfach wieder, das sind halt so ein bisschen die Brain Games, sage ich jetzt mal, zwischen den WM-Kontrahenten. Also ich meine, der Vorwurf wird safe aus dem Haus McLaren gekommen sein. Ist er auch, ja. Nachweisbar, Zach Brown war sehr, sehr laut gewesen, wenn es um das Thema geht. Eben. Wir Also, haben sie schon auch im Drive to Survive immer wieder gesehen. Also passiert immer wieder, dass sie sich so Sachen an Grenzen schießen. ja, und der Christian und der Zach kennen sich nicht so gern. Und dann nachher, es ist eigentlich klar gewesen, dass so etwas wieder kommt. Dann nachher, eben, so wird man halt einfach den Gegner ein bisschen unter Druck setzen, ein bisschen außer Rand und Band setzen. Ich meine, vielleicht ist das einfach auch nur die Retourkutsche von McLaren, weil sie ja alle gesagt haben, so, oh ja, McLaren hat eine kleine Mini-DRS dort und alles. Kann ja einfach nur sein, dass es so eine Retourkutsche war. Also ich würde da gar nicht gross so, wie soll ich sagen, auf das eingehen, weil schlussendlich, wenn etwas illegal gewesen wäre, hätten wir es spätestens nach dem Rennen oder nach dem Sprint hätten wir es gewusst gehabt. Und es ist nicht an die Öffentlichkeit gekommen, darum gehe ich mal schwer davon aus, dass es nichts war. Ja, es ist auch jetzt mal ohne gross Fanboy. Ich weiss, ich kann gerne. Ja, stimmt, du bist Red Bull-Fan. Oder ja, genau. Von dem her, alles, was ich sage, ist jetzt wahrscheinlich mit einer Prise Salz. Aber ich finde,
Es gibt sehr viele, die sehr laut wurden sind über das Thema und gesagt haben, ja, die haben safe cheated und so. Es sind wieder die üblichen Hamilton-Mercedes-Fans, wo einfach nur oberflächlich gescheiter Survive schauen und gar nicht so... Ja, nein, also sprich Gut, wirklich jetzt habe ich schon ein bisschen angesprochen. An. Nein, ich spreche überhaupt nicht alle Mercedes-Fans an, sondern halt die typischen Max Verstappen gegen Hamilton-Krieger auf Twitter. Also wirklich einfach die oberflächlichen Hater, die einfach laut geworden sind, aber... Eine der besten Fragen, die ich in diesem Bezug mal gehört habe, wenn Red Bull die Möglichkeit seit 20... Was ist das? Wann ist Ground Effect gekommen? 22? 22, ja. 22. Wenn die seit 22 das Teil haben und deklariert haben bereits schon, es ist überall Open-Source-Plattform, haben sie es deklariert, dass sie das haben. Jedes Team hat das können kopieren. Wieso haben sie dann nicht in Belgien, das war glaube ich letztes Jahr, wenn es mich nicht täuscht, haben sie mal im Perez und im Verstappen gesagt, hey, ihr müsst das Auto ein bisschen anders fahren, damit wir nicht Angst haben und müssen Plank Wear, also das Holzteil, das sie ungefähr haben, das zu fest könnte abnutzen. Das ist auch im Russell bei 1-2 Rennen vorher dann passiert und der hat nachher eine Disqualification bekommen. Also im Hamilton und im Leclerc ist das passiert letztes Jahr. Oder Hamilton und Leclerc, Entschuldigung, genau. Und sie haben in Belgien beiden ihren Fahrern gesagt, sie sollen anders fahren, wenn sie ja einfach auch das hätten können anders einstellen können. Also das ist so ein bisschen für mich die Frage, wieso haben sie es dann nicht schon gebraucht zum Cheaten, nach Parc Fermé? Ja, das ist für mich eben so ein bisschen das. Schlussendlich, wenn man keinen Beweis hat, was willst du sagen? Also wenn es keine Beweise gibt, dass sie cheatet haben, dann haben sie wahrscheinlich nicht cheatet. Und wenn sie es haben, dann wird es rauskommen, FIA hat nichts herausgefunden und dann ist das eigentlich für mich so gegessen. Ob das jetzt Red Bull ist oder ein anderes Team, das wäre meine Meinung dafür. Ja, eben, weißt, ich meine, ich bin bei Gott, ich bin ja nicht ein Red Bull-Fan, wirklich nicht. Und ich meine, da muss ich einfach genau wieder sagen, eben, wie ich es vorher schon erwähnt habe, das sind einfach so ein bisschen Machtspiele und eben der andere ein bisschen Durcheinander bringen und so. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich würde es auch ein bisschen schade finden, weißt, wenn jetzt so etwas wieder so die WM wird entscheiden, wenn etwas so wird rauskommen. Klar, es ist unfair, müssen wir nicht darüber diskutieren. Es ist nicht fair, wenn man eigentlich bescheissen, das ist ja so. Aber ich meine, sind wir ehrlich, Formel 1 lebt auch für das. Formel 1 lebt in der Grauzone mit so vielen Sachen. Yes. Und das ist ja eben auch geil. Ich meine, ich hole immer wieder das Beispiel, schau schon nur das. Es ist so eine verdammte Grauzone. Mercedes baut einfach ein Lenkrad, das man noch ziehen kann. Und sie sind einfach verdammt schnell mit dem Hurenkarren auf der Geraden. Und jedes anderes Team hat gesagt, das geht nicht, bla und so. Es ist einfach eine fucking Grauzone. Und für das liebe ich eben Formel 1, weil einfach die Ingenieure teilweise so verdammt schlau sind und Grauzonen ausnutzen. Und klar, dort muss man jetzt natürlich schon auch sagen, das, was jetzt Red Bull gemacht hat, ist ja eigentlich ein klarer Verstoß vom Parc Fermé. Weißt du, weil sie haben ja eine Setup-Änderung eigentlich dann. Sie könnten, und das ist eben das, sie könnten, aber Eben. es gibt keinen Beweis, dass sie es jemals gemacht haben. Eben, aber es ist halt gleich einfach smart und das ist halt geil. Ja, voll. Und das ist halt immer, ich finde eben auch, die Grauzonen, die machen es aus, weil schau, was daraus entstanden ist. Es ist daraus entstanden ein Auto mit 6 Rädern. Es ist daraus entstanden ein Auto mit einem riesen Lüfter hinten dran, der immer Boden saugt und einfach mal gemütlich in 40 Sekunden schneller ist am Ende des Rennen, oder? Und eben auch zum Beispiel das, wo daraus entstanden ist, oder der F-Takt. Das sind wirklich so Legenden, wo wir jetzt noch darüber reden. Und auch einfach rein von einem Engineering-Standpunkt und von einem Zuschauerstandpunkt. Es gibt schon immer wieder, aber es gibt nicht viele Autos in der Formel 1, wo ich einfach sage, okay, das ist einfach geil. Du musst nicht einmal Racing sehen. Es reicht, ein Onboard davon anzuschauen, weil es einfach geil ist, um zu sehen, wie schnell das er in die Kurve schlägt, etc. Und was mir immer durch den Kopf geht, ist die Onboard von Mugello mit dem Hamilton, mit dem W11. Ja, die ist geil. Ja. Es ist so einfach ein Augenschmaus zum Zuschauen, wie er durch die Kurve durchbrettert. Und also Grauzonen sind... Das ist eigentlich etwas, was Formel 1 ausmacht. Du sagst das wirklich richtig eigentlich. Ja. Aber es ist halt, oder, wenn der eine mehr Erfolg hat als der andere, wird man immer streiten. Und wenn sich 2 streiten, freut sich der Dritte. Und ich glaube, das ist die perfekte Einleitung in der USGP, wo Ferrari einfach mal gemütlich Red Bull und McLaren die Hose abgezogen hat mit einem sehr starken 1-2. Mit wie viele Sekunden Vorsprung war es am Ende gewesen?
Oh, keine Ahnung viel, im Fall. glaub's. Was dort, also Ferrari meinst du? Keine Ahnung Ja, im Fall. genau. Also, Also auf Sainz 8 Sekunden und auf Verstappen 19 Sekunden. Also ja vom gut, Sainz her. aber man muss auch sagen, die zwei haben auch natürlich gebettelt wie Hölle dort hinten. Da haben sie natürlich auch viel Zeit verloren. Ja, Aber das stimmt, ja. ich weiß es nicht ganz auswendig. Aber man muss ehrlich sagen, also eben, also Ferrari hat eigentlich aus Ferrari-Sicht, oder wenn ich so eine Ferrari zugeschaut hätte, wie sie gefahren sind, also vor allem der Leclerc, das wäre hure langweilig gewesen. Da ist ja nichts passiert bei ihm eigentlich. Ja, sie sind ja auch nie aufgeschaltet worden in der Ja, Kamera. genau. Sainz ist ein bisschen mal so auf so, wie soll ich sagen, dort hat man nicht gewusst, also, ja, schafft er überhaupt zu rennen oder nicht, weil er mal Benzin geschmeckt hat und auch Leistung verloren hat und dann hat er müssen etwas am Lenker. Pipi in der Hose gehabt. Ja, hey. Und ich noch so vorher den Post abgeschickt so auf Instagram, so Giga Ferrari, Alter. Und dann kommt einfach so das, so, I smell fuel. Und ich so, fick dich. Ja, zum Glück nicht. Zum Glück ist es gut. Ich habe mich richtig gefreut für Ferrari. Also immer, wenn Ferrari gewinnt, freue ich mich eigentlich immer. Ja, das ist, glaube ich, das ist die perfekte Beschreibung, wo man schon immer wieder gehört ist. Auch wenn du kein Ferrari-Fan bist, bist du ein Ferrari-Fan. Also, und das stimmt einfach. Also jeder hat so ein Viertel Ferrari-Fan in sich, egal welches Team er sonst noch unterstützt. Und mir geht es genau gleich. Also, Ja, nächstes Jahr noch mehr. nächstes Jahr... Nein, also... Ja, sicher, Ah, nächstes Jahr noch ja. mehr. Jetzt hat es geschnallt. Ja, ich habe vor allem gerade nicht verstanden, wie ich das jetzt aufnehmen soll. So, ja. Was ich das Geilste finde, ist der Simi, der eigentlich absoluter Ferrari-Fan ist und ab nächstem Jahr nur noch 50%. Ja, er hat mir heute auch noch geschrieben. Er hat so gesagt, so, ich habe etwas gepostet, so, ja, weißt du, so wegen so 2024. So, eben wie mein Jahr so bis jetzt geht, es ist so der von SpongeBob der Fisch, der einfach so auf der Bank hockt, so chillig und so verwirrt schaut. Und dann hat er mir so geschrieben, so, ich fühle mich angesprochen. Und ich so, ja, 2025 wird unser Jahr. Und dann er so, das Leben von einem Ferrari-Fan, nächstes Jahr ist unser Jahr. Nur dann wieder auf der Sitzbank chillen. Und dann habe ich so geschrieben, so, ja, mit Hamilton easy win. Er hat es von einer Stunde gesehen, kein Kommentar ist gekommen. Ich glaube, da kommt noch kein Kommentar Nein, mehr. das Alter. ist gewesen. Da macht der jetzt. Schubs. Nice. Ja, aber wenn du schon gerade anhaust, oder? Also das sind, glaube ich, zwei Welten momentan. Also der Hamilton hat, glaube ich, doch schon die richtige Entscheidung getroffen, von Mercedes wegzugehen, weil ich würde sagen, die sind jetzt ganz klar wieder das viertschnellste Team. Also ich finde, es grenzt sich wirklich ab, Red Bull, Ferrari, McLaren, und dann kommt mit einem kleinen Halbschritt dann noch erst Mercedes. Also so hat sich sicher die USGP angefühlt. Ja gut, das Und, ist aber auch immer ein bisschen streckenabhängig, gell? Also Ja, klar, schon. eben so, USGP hat sich so angefühlt, Und- definitiv. Wetterabhängig. Sie haben immer noch Probleme mit den Hits. Seit Jahren. Und es wird nicht besser. Ja, das ist so. Aber Mercedes dreht sich einfach brutal im Kreis, was sich so das anbelangt. Eben, da haben sie wieder... ja, also, ja, also ist jetzt nicht eine Anspielung auf die Spins, die sie hatten. Aber es ist jetzt... es ist halt einfach so, weißt du, da haben sie eine Hochphase, dann geht es wieder zusammen, dann haben sie wieder eine Steigerung, Hochphase und es geht wieder zusammen. Es ist jetzt eigentlich dieses Jahr und auch letztes Jahr, es ist immer wieder so gewesen. Und es ist halt wahrscheinlich einfach hure schwer, dass sie mal endlich aus dem huren Loch rauskommen. Und ich denke, vor 26 wird da auch nichts Grosses passieren. Aber, ob jetzt, du hast gerade vorhin gesagt, Hamilton hat schon die richtige Entscheidung gemacht. Aber wirklich die richtige Entscheidung gemacht haben, ich glaube, das sehen wir erst 2025 an. Wobei Ferrari sagt anscheinend sehr, sehr zuversichtlich schon fürs nächste Jahr. Haben sie schon gross umgepredigt. Ja. Aber das sagen sie jedes Jahr. Ja, das stimmt. Aber ich finde, was jetzt der Unterschied ist, sie haben jetzt ein ganzes Jahr lang, ein volles Jahr lang, wieder mal Leadership von Freddy Vasseur können haben. Und ab jetzt ist wirklich einfach alles, was passiert. Alle seine Entscheidungen sind eigentlich, oder alle Entscheidungen, die passiert sind seine, oder wo das es zukünftig weitergeht. Vorher war noch viel so ein bisschen Nachbrenner vom Binotto gewesen. Und ich habe das Gefühl, ich sage es immer wieder, dass der Fred Vasseur so ein bisschen Ferrari Revival wird können machen. Und ich habe das Gefühl, Ja. bis jetzt hat er das auch schon schlichtweg gemacht. Er macht Er es wird super. einen Masterplan haben. Er macht es wirklich, wirklich super. Ja. Mega gut, ja, definitiv. Also, Ja. erstens mal so einen sympathischen, wirklich einen brutal sympathischen. Und eben, er hat wirklich eigentlich so ein bisschen die richtigen Wege oder die richtigen Türen aufgetan.
Ich meine, Ferrari hat jetzt wirklich eine gute Entwicklung gemacht, seitdem dass sie ihn haben. Und auch eben auch diese Saison eigentlich. Sie sind stark gestartet, dann haben sie zwar auch wieder ein bisschen eine Downphase gehabt. Aber Und nicht jetzt so, dass sie, selbst in der Downphase, haben sie wirklich immer wieder stabile Punkte reingeholt. Und ja, das ist ja, krank. genau. Also das ist schlussendlich jetzt auch in der Teamwertung drin. Und jetzt sind sie halt doch auch wieder vorne mit dabei. Also jetzt die letzten paar Updates haben sie halt doch schon gebracht. Aber das ist eben auch das Krasse. Sie sind an den US Grand Prix gegangen, ohne ein neues Teil und gewinnen einfach das Ding. Das muss man Ja. sich mal vorstellen. Aber du weißt, Es ist unglaublich. wahrscheinlich zeigt das einfach, dass sie so jetzt wirklich, die haben sich anstatt zu sagen, okay, gut, wir fetzen Upgrades rein, haben sie sich Zeit genommen, ihr Auto zu verstehen. Und ich habe das Gefühl, das ist das, wo viele Teams auch in den Fehler machen, vor allem Haas zum Beispiel, wo ein Update nach dem anderen drauf und dann wieder drauf. Und auch Aston Martin. Und ich glaube, Ferrari hat sich jetzt wirklich einfach gesagt, gut, wir wollen unser Auto verstehen. Und also das hat wirklich einfach um Länge schneller ausgesehen als alle anderen Autos. Ja gut, Und das ist krank, weil McLaren ist vor dieser 4 Wochen Pause noch allen davon gefahren. das ist so, ja. Man muss aber auch wieder da sagen, dass also ich finde es spannend, dass Ferrari gesagt hat, so, ja, Austin sei, glaube ich, so ein bisschen ihren Härtetest, so wie das Auto funktioniert. Sie gewinnen einfach. Und vor allem für die Updates und so alles, was sie ja gebracht haben. Und ich finde es auch krass, die haben jetzt durch das, dass sie keine neuen Updates gebracht haben, haben sie mal einerseits easy Geld gespart, was sicher schon mal gut ist. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich wird es schon auch wieder ein Update bringen jetzt auf den nächsten Grand Prix auf Mexiko. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke es schon. Mexiko wird halt eh wieder ein bisschen etwas anderes sein wegen Höhenunterschied. Und noch zu Haas. Also Haas, ihre Updates haben recht viel gebracht. Also wie Haas jetzt in US Grand Prix auch gefahren ist, wirklich, also auch Magnussen, ey, Ich habe brutal. wirklich das Gefühl, der Ayao, und ich will wirklich den Günther nicht schlecht reden, weil der wird schon keinen Oh, schlechten der Job kannst, gemacht haben. nein, mal Günther kannst, der ist wirklich ein Aber- Bastard gewesen, sorry. Aber also ich Also- glaube, es zeichnet sich länger mehr ab, dass er einfach nur ein Schnorri war. Ja, Also, der hätte jetzt wirklich nicht können. Wirklich der nicht. Ayao beweist es einfach. Ja. Das ist alles, was passiert ist, seitdem der Günther weg ist und der Ayao übernommen hat, ist positiv. Ja. Und er holt sich verdammt starke Sponsorships hin. Toyota ist kein kleiner Car Manufacturer. In fact ist es, glaube ich, sogar der zweite oder drittgrößte Manufacturer auf der ganzen Welt. Und lege ich fast meine Hand ins Feuer, Keine dass das Ahnung. stimmt. Und Und schauen. kannst gerne einen Fact checken, dass mich dumm da stehen. Größter Autohersteller. Das Problem ist jeden eben, viele Fall. sind eben halt immer so in in Kooperationen. Genau, also weißt du, so, Ja. es gibt ja die also PSA-Gruppe, VW Stellantis und und- Volkswagen-Gruppe, genau. Und Toyota ist eben auch ein bisschen bei den Stellantis drin. Aber ich schaue mal, der grösste Hersteller ist sogar Toyota. Der allergrößte. Wenn ich es sogar richtig gesehen habe auf Anhieb, ja. Weil ich darum zuerst das sagen und dann dachte, das kann doch fast nicht stimmen. Oh, nein, warte. VW, Platz 1. VW. Toyota ist zweite Okay. und dann kommt ein Stellantis. Das ist eben so, Aber das ist so krass, Citroën oder? und alles. Weil VW, Riesengroup, Stellantis, Riesengroup, Toyota eigentlich alleinstehende Manufacturer. Also klar, Ja, die und schon noch Sachen unter sich. Ford ist vierte und sind auch eigen. Ja, das ist jetzt ganz wichtig, dass das noch... Ja, ich verkaufe auch Citroën und dort ist es ein Citroën gehört zu Stellantis, also bitte. Dann hören wir auf mit Citroën, Alter. Citroën. Zitrone, Mann. Citroën. Gut, wir sind ein bisschen off-topic. Bitte. Genau, eben. Und das ist ein Thema, das ich mir aufgeschrieben habe. Haas, ihre Performance an dem USGP war einfach göttlich gewesen. Also ich habe wirklich das ganze Wochenende überdenkt, dass sie da Double Points werden reinholen. Und es hat ja auch fast funktioniert. Also der Hülkenberg ist ja vom P8 und der Magnussen nur auf dem P11 mit nur 7 Sekunden Unterschied von Colapinto. Ein Fahrer, wo wir übrigens nachher unbedingt auch noch darüber reden müssen. Aber ja, grundsätzlich, also Haas, wirklich, würde ich jetzt sagen, ist das Wochenende das 5. stärkste Team gewesen und ist wirklich ein sehr guter Contender für den P6 eigentlich noch zu holen. Ja, jetzt gegen Ende Season. Das ist ja bis jetzt in der V-Carb ihr Plätzchen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, Haas kann noch locker P6 holen, wenn die so weiterfahren.
Ja, definitiv. Ja gut, wenn man halt den Danny Ricciardo abgeht, ist es kein Wunder, dass man den Platz auch verliert. Uff. Und das kommt von dir, weißt du? Das kommt von dir. Was? Aber ja, der Kommentar, wenn man den Ricciardo abgibt. Ja, logisch. Ich habe immer gesagt, wenn ich mich für einen Fahrer entscheide, habe ich immer gesagt, es ist der Danny Rick. Wo müsst weggehen? Nein! Alter, hast du jetzt nicht zugelassen? Ich sage, logisch verlieren sie den Platz, wie Carp, Ja. weil sie den Danny Ricciardo abgegeben haben. Ah, weil sie ihn... Okay, Ja. gut. Genau. Ja, my stupid ass didn't brain. Okay, gut. Ja, sehe ich. Also würde ich so gegen den Danny schiessen, Alter, what the fuck? Ja, Never, Alter. Alter. Das Ganze umgedreht. Ja. Nein, aber Haas. Was hast du für eine Performance? Ja, eben, also wie ich schon vorher ein bisschen angetönt habe, ich finde die Updates und alles drum und dran, was sie jetzt gemacht haben und auch ihre Entwicklung, eben, die wir jetzt gerade vorher angesprochen haben, mit dem neuen Teamchef, ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde es auch schön. Ich finde es wirklich schön, dass Haas, ich meine, die haben wirklich immer schwere Jahre gehabt. Und es war immer so, gewesen, Anfangssaison stark, Ende Saison scheiße. Und jetzt haben sie wirklich mal eigentlich eine Saison gehabt, wo ein bisschen, klar immer noch ein bisschen Up and Downs gehabt hat, aber überwiegend, oder wenn du so gegenüber die anderen Saisons hineinschaust, hat es wirklich eigentlich, ich sage jetzt nicht konstant, weil es ist nicht ganz konstant war, aber doch konstanter. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt schon einfach mal angenehm, das zu sehen. Weil Haas hat es auch irgendwo durch schon auch verdient. Weil ich meine, ist jetzt mal so ein kleines Team, so wenig Mitarbeiter und die sind wirklich auch mit Herzblut alle dabei. In meinen Augen haben sie es absolut verdient, dass die einfach mal ja, im Mittelfeld auch können mitkämpfen, fahren können und nicht immer alles retour geht. Von dem her, ich freue mich für Haas. Ich finde auch, der Hülkenberg macht einen Wahnsinnsjob, seitdem er wieder zurückkommt in die Formel 1. Der hat immer nur einen guten Job gemacht. Und da kann sich Audi wirklich freuen, mit ihm dann zusammen zu arbeiten. Und also, ich sage mal so, der krönende Abschluss für Haas wäre, dass sie den Hülkenberg wieder auf ein Podium aufbringen. Das ist natürlich ein riesen Wunschdenken, aber wäre natürlich ein richtig geiles, ja, das wäre so die Kirsche auf der Torte. Ne? Ja, richtig ist geil. halt schon verdammt schwierig, weil es gibt einfach ein ganz klares Top 4 Team in dem Sinn. Also es gibt Top 4 Teams in dem Sinn. Und ja, schwierig sicher, dass er auf das Podium draufkommt. Ich finde, der krönende Abschluss ist es nur schon, wenn sie es schaffen, P6 zu holen. Weil das ist eine Position, die sie jetzt doch schon sehr, sehr lange nicht mehr hatten. Ich glaube, seit 2017... Oder 16 sogar, glaube ich, in der ersten Saison. Sogar, Keine ja. Ahnung, ich weiß es auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber Ja. weißt du, was ich krass finde? Wir reden jetzt von Top 4 Teams, also 4 Top-Teams. Und Anfangsjahr, wo die Saison angefangen hat, hat man gedacht, also, ja, das wird eh wieder so ein Red Bull und Max Verstappen-Ding werden. Ja. Und das ist eigentlich, ich habe es auch schon in einem TikTok gesagt, es ist eigentlich hure krass. Und auch im Stream habe ich schon gesagt, es ist hure krass, wie sich diese Saison entwickelt hat. Das ist völlig crazy. Ich finde generell, die Saison wird sehr eine underrated Season sein, weil ich habe einige Kollegen, die so ein bisschen halbpatzig Formel 1 geschaut haben, die Anfang der Saison schon wieder gesagt haben, gut, ich schaue nicht mehr, oder etwa nach dem 3., 4. Win vom Verstappen. Die schauen bis jetzt ja nicht und ich sage ihnen immer wieder, also du verpasst einfach schlichtweg etwas, weil die Saison hat sehr viele Kleinigkeiten, die man ein bisschen verpasst, die ein bisschen unter dem Radar durchgehen. Und auch wenn der Championship-Fight vielleicht nicht so super ist, in jedem Rennen kannst du dir nicht sicher sein, wer das jetzt wird gewinnen. Und sogar Mercedes hat das Jahr 2 Wins reingeholt. Oder 3. 3. Österreich, Silverstone und Spa hat der Hamilton einfach Spa. bekommen, Ja, genau. Und von dem her ist halt wirklich, also ich freue mich mittlerweile wirklich wieder auf jedes Rennen und ich finde, Formel 1 ist eigentlich in einem guten Spot. Also klar, es gibt immer noch 2, 3 Entscheidungen, die ich so ein bisschen fragwürdig finde, aber ich finde, momentan ist Formel 1 wirklich in einem guten Spot und auch die Fahrer, die drin sind, eben ein Hülkenberg, der brilliert einfach und es ist einfach ein riesen Spaß, ihm zuzuschauen, ja, wie er das Ganze macht. Also ja, ich stimme dir absolut zu. Ich finde, momentan macht das Ganze sehr viel mehr Spaß und Ja, man hat es also- nicht erwartet am Anfang des Jahres. Ich finde es vor allem einfach auch geil. Also klar, ich sage jetzt für den Sport selber ist es vielleicht nicht so gut, aber
Ich finde es aber geil, dass auch der Hype um die Formel 1 nicht mehr so extrem ist wie auch schon. Er ist schon relativ zurückgegangen. Das ist so ein bisschen angenehmer zum Schauen. Also ich merke es vor allem bei den TikTok-Videos, die ich für Kommentare bekomme. Die merke ich es am meisten. Und ja, eben auch einfach was schon alles passiert ist in dieser Saison. Ich meine, du musst dir mal überlegen, Anfangsjahr ist bekannt gegeben worden, dass der Hamilton zu Ferrari geht. Dann ist der Sainz-Drop gekommen. Dann, also beziehungsweise der Sainz-Drop, nachher ein Hamilton-Transfer. Dann nachher Kimi Antonelli zu Mercedes. Dann nachher haben wir den What the fuck is a Kilometer, der gedroppt wurde. Und das ganze Jahr über den Carlos Sainz, vergiss mir den nicht. Ja, also dann nachher der Colapinto, der gekommen ist. Liam, der gekommen ist, Ricciardo, der gedroppt wurde, eben Mini-DRS, dann haben wir jetzt eben das mit Unterboden bei Red Bull, was ist noch alles? Alpine, was sich grossartig verändert, Oliver Oaks, respektive Bruno Fama, der gekickt worden ist. Genau, was ist noch? Adrian Newey. Adrian Newey ist das Jahr. Ah ja, stimmt, Alter, das war auch noch. Christian Horner-Skandal war auch noch Anfangsjahr. Es ist so viel passiert. Eben. Es ist ein richtig schönes Jahr. Wirklich, also Netflix muss da so irgendwie 20 Folgen rausjassen, jetzt, um das alles irgendwie unterbekommen. Aber und jetzt, wo wir das mal so ein bisschen im Recap schnell besprochen haben, fällt es mir noch mehr auf, wie viel geiler Scheiß das Jahr eigentlich passiert ist und was für ein gutes Jahr das für Formel 1 eigentlich war. Aber auch, was das für eine fucking lange Season ist, eigentlich. Ja, ich meine 24 Rennen, oder? Und das sieht ganz danach aus, als hätte man es wirklich knacken, die 24 Rennen. Ich finde aber lustigerweise, wegen dieser vielen grossen Pausen, ist das Jahr hat sich für mich angefühlt, als ob ich nicht so aktiv Formel 1 schaue. Es hat für mich auch so angefühlt, als ob ich nicht... welche Saison war das, wo einfach ein Tripleheader nach dem anderen war? Es war viel besser organisiert, weil es viel weniger Tripleheader hatte. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, es ist wieder eine Pause. Ich kann schon wieder in Formel 1 schauen. Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung im Fall. Also, ich habe gemeint, ich weiß nicht, ob es 21 war oder ob es noch vor Corona war, ich weiß es nicht mehr. Aber es hat mal so eine Zeit gegeben, wo es irgendwie einen Tripleheader gibt. Da hat es irgendwie eine Woche Pause gegeben und jetzt gab wieder einen Tripleheader gegeben. Genau, und das haben wir kein einziges Mal gehabt. Und irgendwie hat sich wegen dem angefühlt, dass wir so ein bisschen mehr Pause haben, obwohl es mehr Rennen gibt. Ich finde es irgendwie auch gar nicht mal so schlecht, haben wir jetzt so eine 4 Wochen Winterpause gehabt. Und meine Vorfreude auf die nächsten paar Rennen ist einen Weg schon gross, weil es einfach absolute Banger von Rennen sind. Ich meine, Brasilien, let's fucking go. Ja, also ich freue mich wirklich auf die nächsten paar Rennen jetzt noch, die so weit zu sehen. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt mit der Performance, die wir in Austin gesehen haben, Ferrari wirklich einfach auch den Title Fight noch mal ein bisschen spannend machen kann. Also ich glaube, McLaren muss da schon auf der Zehenspitze sein, dass sie jetzt gegen Ende Jahr, nicht gegen Red Bull, sondern gegen Ferrari ihre Konstrukteurstitel eigentlich schon fast mit verteidigen. Das ist immer so ein bisschen meine Ansicht. Ja, nein, es ist schon so. Also, es ist halt einfach geil, eben, dass sie jetzt wirklich so wie es aussieht, bis Ende Saison noch kein einziger Platz fix ist. Also weder in der Driver Championship noch in der Konstrukteurweltmeisterschaft. Und so muss es ja eigentlich auch sein. Perez ganz sicher eine Championship gewinnt. Ja, und ein Alonso auch nicht, oder ein Stroll, weißt du, was ich meine? Also von dem her. Aber es ist halt schon geil. Es ist halt schon sehr, sehr spannend. Und ja, eben, ich meine, es ist noch nicht fix. Man hat auch wieder das, also in dem letzten Rennen oder jetzt eben im US Grand Prix hat man es gemerkt, dass es nicht fix ist zwischen Max Verstappen und Lando Norris. Anhand vom Fahrstil, wo sie hatten, oder beziehungsweise der Max hatte, weil der Norris ist ja an dieser Stelle. Also, schau jetzt. Ich predige es jedes Mal, in jeder fucking Episode. Der Lando Norris, so wie er fährt, gewinnt er einfach. Er gewinnt nie ein Championship, wenn er so fährt. Wieso macht er wieder so halbpatzig Platz dort? Oder lässt er so eine halbpatzige Lücke offen, wo der Max durchdrückt? Er sagt im Nachhinein selber so: Ja, ich Idiot, ich habe gemeint, er geht dort nicht durch. Und er hat es gleich gemacht. Und er selber sagt auch, das darfst du bei Max Verstappen einfach nicht denken. Ja, er sagt ja noch selber, gegen Max musst du anders fahren, gegen andere Fahrer. Ja, der fahrt anders, der fahrt mal aggressiv. Und wenn er nicht lernt, aggressiv zu fahren, wird er nie die Championship gewinnen. Es tut mir leid. Also, so ist einfach
Weiss nicht, hast du mir das geschrieben oder wer hat mir das geschrieben? Also heute hat er, nach dem Rennen hat er einfach bewiesen, dass er so die Championship nicht kann gewinnen oder nicht wird gewinnen. Ja, Hast du mir das, schlichtweg. hast du mir das Nein, geschrieben? das habe ich dir geschrieben. Das Ich bin geschrieben jetzt gerade noch einen anderen Post raussuchen, nämlich Kommentar von Alain Prost. Hast du das auch gesehen? Nein. Okay, vielleicht finde ich es gerade. Nein, aber eben das ist Ähm, so da, wo mich ein bisschen aufgeregt hat. Halt. Weil ich meine, eben der Lando, er ist ja wirklich ein guter Fahrer, er ist ein schneller Fahrer, er ist ja talentiert und alles, aber er hat einfach für das, dass er um eine Championship fährt, hat er einfach zu hohe Fehlerquote. Also die ist einfach zu hoch. Er macht viel zu viele Fehler. Und das ist halt Er macht einfach. viel zu viele Fehler. Das Also ist so. klar, das Team hat auch ein paar Fehler gemacht, muss man natürlich auch sagen. Ich meine, gerade der Vorfall dort mit dem Piastri und im Norris dort in Ungarn, das sind die 7 Punkte, die sie verschenkt haben. Ich meine, wenn die 7 Punkte jetzt rum wären, würde es auch wieder ein bisschen anders aussehen. Aber ich meine, Das kommt. der Max hat halt einfach die Optionen oder er hat einfach so das Privileg, dass er kann fahren, wie er möchte. Er kann voll rein mit Brechstangen. Wenn es einen Klapp gibt, beide fliegen raus, beide kriegen keine Punkte, aber er ist gleich immer noch Erster. Ja. Und das ist halt eben schon krass, wenn du so darfst fahren oder wenn du eben so eigentlich die Möglichkeit hast. Und du hast eben auch einfach gesehen, kann im Fahrstil, wie er fährt. Weil er weiss, dass wenn es klopft und wir beide fliegen raus, scheißegal, ich Für bin mich gleich immer noch egal. Erster. Naja. Wobei, Also, der Max hat halt die Attitüde auch wenn es knapp ist, gell? Also, aber dann schaut er wenigstens, dass sein Rival auch draußen ist. ja, das ist so, ja. Aber Ja. es ist halt einfach eben wir kommen nachher noch geschätzt zu dieser Situation dort. Ja, da müssen wir unbedingt drüber reden. Ja. Aber erzähl jetzt mal, was so der Alain Prost gemeint Alain hat. Prost, ja, der hat nämlich ein Interview gehabt und eben, also ich würde ja gerne ein bisschen verteidigen, was du vorhin gesagt hast, aber ich kann es schlichtweg auch nicht. Und ich glaube, seine Worte, es ist hure grob, was er sagt und wie er es sagt. Und ich stehe nicht dahinter 100%, aber ja, es ist funny. You can take Lewis Hamilton to a war and he'll win the title for you alone. For Lando Norris, you need to give him a dominant car and team orders so he can fight for a title, and even then he still fails. He's useless. Oh. Ja, Alain okay. Prost, meine Damen und Herren. Das ist schon ein bisschen hart. Ja, Das ist schon ein bisschen, harsh, aber weißt, schlussendlich, jeder redet darüber. Jeder sagt, im Norris fehlt der gewisse Biss, das gewisse Etwas. Und ich sehe es. Nicht, dass er ein schlechter Fahrer ist, im Gegenteil. Er gehört für mich schon zu den besseren Fahrern von allen Formel 1-Fahrern, die es momentan gibt. Aber ich sehe halt schlichtweg auch nicht, wie er noch so für den Titel fighten, weil jedes Mal, wenn er Chancen hätte, mal ein bisschen Punkte abzuheben vom Verstappen, lässt er so schleifen. Das Wochenende hat er Punkte rückwärts gemacht. Er konnte Punkte vorwärts machen und hat es im Sprint-Quali versammelt, hat es im Sprint versammelt und hat es im Rennen versammelt. Und schlussendlich, ja, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. Ferrari hat die Punkte eigentlich abgeholt, wo die beiden hätten sollen haben, oder? ja, gut, weißt du, aber eben, sind wir auch ehrlich, ich meine, es ist auch ein bisschen unfair, weil eigentlich ist es ja einfach McLaren gegen Max Verstappen. Das muss man einfach auch noch genau. an dieser Stelle erwähnen. Und es tut mir wirklich leid für jeden Perez-Fan, aber eigentlich sollte man schon lange sehen, dass der Perez im Red Bull-Cockpit nichts mehr verloren hat. Es ist Ich einfach bin mir so. mittlerweile auch sicher, dass er 25 nicht mehr wird fahren. Ich bin mir fast sicher, dass er wird sein Retirement bekannt geben. Es wird mich auch nicht erstaunen, wenn er es morgen wird machen, das die Woche wird machen am Gut, das hat er zwar widersprochen auf Instagram, dass er das macht. Er hat ja, Ja, er hat ja da von der Wolf of Wall Street hat er ja ein Video gepostet gehabt, wo der Leonardo DiCaprio sagt so, I'm not living. I'm not living! ja, das stimmt zwar. Aber das habe ich gemeint, ist in Bezug auf das Jahr, dass er das so früher wird austreten. Das Ding ist, er hat ganz klar gesagt, dass er nach Red Bull nie mehr wird fahren. Red Bull ist seine Endstation, das hat er schon mehrere Mal ganz klar gesagt. Und wenn Red Bull ihm während Weihnachten sagt, gut, Liam Lawson oder Yuki Tsunoda kommt dazu, Yuki Tsunoda wird übrigens in Abu Dhabi einen Test haben mit Red Bull, was ich sehr interessant finde. Dann ist endgültig finito mit dem Perez. Der wird nicht noch in der Formel 1 fahren und sich ein Plätzchen suchen. Außer Audi will noch unbedingt, aber das kann man auch nicht vorstellen. Also,
Nein, denke ich auch nicht. Von dem her, ich finde, die ganze Sache mit dem Perez ist eigentlich gesehen. Ist aber noch ganz wichtig, dass wir noch schnell nochmal zurück auf Lando Norris und Max Verstappen kommen. Und zwar geht es mir so ein bisschen um die Penalty. Ich tue auch hier wieder vorab greifen und meine Meinung mal einfach zuerst reinprätschen. Und zwar bin ich so ein bisschen auf Piastri seiner Seite, wo gesagt hat, ich habe basically den gleichen Move gemacht und habe selber einen Penalty dafür bekommen. Und die Rollen sind eigentlich umgekehrt worden im Rennen nachher. Also er hat im Sprint hat er selber den Move gemacht und hat einen Penalty bekommen, wo er einen Fahrer ab der Strecke gedrückt hat. Und jetzt hier im Rennen hat der Norris Penalty bekommen, weil leaving the track and gaining an advantage. Also relativ inconsistent, und was mich dort einfach aufregt, ist das Grundprinzip von ja, wer zuerst am Apex ist. Erstens, definieren wir bitte, wo das ein Apex sollte sein. Und zweitens, da kann ja jeder einfach reinschießen, wie es ein Verstappen in Brasilien 2021 gemacht hat, glaube ich. Gegen den Hamilton, wo beide weit rausgefahren sind. Ja, genau. Keiner schafft den Corner, aber der Max war zuerst am Corner, also kommt der Penalty nicht über. Ich finde das einfach, das geht gegen Racing. Dann habe ich dann noch lieber, dass sie beide außerhalb der Streckenbekämpfung weiterkämpfen. Das haben wir auch schon gehabt. Fahrer, die sich bekämpfen und über die Strecke hinausgehen und es keine Penalty gibt, weil gutes Racing. Sprich zum Beispiel Silverstone mit dem Perez, Leclerc und Hamilton, wo alle außerhalb der Streckenbegrenzung sind. Also Ja, ich finde die Penalty nicht ganz fair gegenüber dem Norris. ja, schau, weißt, also von außen her gesehen oder so, wenn du jetzt einfach sag jetzt mal, von oben her anschaust, ja, es ist unfair gewesen. Bin ich zu 100% bei dir. Wenn ich das Ding durchgelesen habe, Begründung von den Stewards, wieso das jetzt der Norris eine Strafe bekommen hat. Und er hat Strafe bekommen, weil er hat einen Overtake gemacht außerhalb von der Strecke und hat die Position nicht mehr zurückgegeben. Also das ist eigentlich so die Ausgangslage. Also klar, er hat sich einen Vorteil verschafft, eben, die Position hat gained halt einfach. Ja, aber er hat ja gar keinen Platz mehr auf der Strecke. Ja, eben jetzt beschlossen. Das Problem ist eben das, der Fei hat das schon begründet mit, ja, der Max ist zuerst am Apex gewesen. Und zwar heisst es anscheinend auch neu, habe ich auch nicht gewusst, dass die Vorderradaufhängung vor dem Rückspiegel oder Aussenspiegel muss sein vom gegnerischen Auto. Das heisst, du bist zuerst, what? ja, also das heisst, wenn deine Vorderradaufhängung vor dem Rückspiegel ist vom anderen, dann bist du, könnt ihr kaufen eigentlich. Dann bist du vor dem anderen, ja. What the Das ist fuck? anscheinend neu. Okay. Und jetzt ist es eben so, in dem Moment, wo der Max reingeteift ist, hat die Position geswitcht und heisst, Norris ist jetzt der Angreifer und nicht mehr der Defender, weil er hat ja auf der Gerade überholt und der Dings ist ja einfach reingeteift nachher, der Max. Und danach hat es eben gekehrt, heisst, Norris ist jetzt der Angreifer geworden und er hat aussen angegriffen und hat überholt und ist weg. Und darum hat er die Strafe bekommen, weil er nicht als Verteidiger eingestuft wurde, sondern als Angreifer. als Angreifer, genau. Und im Regelwerk innen steht eben, und das ist eben auch das, was ich auch wirklich mehr kritisiere, oder wo ich einfach muss sagen, das ist schlecht. Also das ist das Regelwerk richtig schlecht, weil du musst doch logischerweise doch auch das mitanalysieren, wie ist es überhaupt dazu gekommen. Wenn jetzt der Norris einfach außen natürlich voll durchballert und er ist schon hinten gewesen und außen durchfährt off-track und überholt, klar ist es dann ein Penalty. Weil er hat das so gemacht, aber es war ja offensichtlich gewesen, dass der Max ihn dazu getrieben hat, dass er off-track muss gehen, weil sonst hätte er es geklopft. Weil eben, sind wir ehrlich, der Max ist in die Kurve reingefahren mit entweder klopft es jetzt, wir sind beide draussen, oder du gehst abseits von der Strecke und gehst mit dem Platz zurück. Das war sein Gedanke, gewesen, zu 100%. Du hörst ja auch ganz klar in seiner Stimmlage nachher, he needs to give me the position back. Also er hat es genau gewusst, er hat von vorne weg gewusst, was er gemacht hat dort, wie er es gemacht hat. Der Max hat dirty Tricks, wie er die Regulations kann aushebeln, und er macht es immer wieder. Und genau diese Situationen sind für mich immer noch der Grund, wieso dass ich sage, im Racing kannst du nicht alles schwarz auf weiß behandeln. Das ist so, das ja. Das Einzige, was du schwarz auf weiß kannst behandeln, theoretisch gesehen, sind Track Limits. Genau. Und auch dort sage ich, lieber hättest du Käse auf der Seite, anstatt so genau auf die Track Limits zu schauen. Genau, weil das Ding ist jetzt eben das.
Was halt einfach richtig scheiße war, ist von den Veranstaltern, dass sie halt nicht Käsebetten gezogen haben. Ich meine, so wie in Österreich. Man hat, ich habe das letzte Mal habe ich das Video geschaut, es hat, glaube ich, letztes Jahr in Österreich weit über 1000 Tracklimits vergeben, über das ganze Mhm. Wochenende rein, also mit Formel 3, Formel 2 noch zusammen. Über alle Sessions rein. Yes. Und dieses Jahr hat es 3 gegeben, weil sie die Käsebetten gezogen haben. Also, willst du mir jetzt nicht sagen, dass der Norris den gleichen Move gemacht hätte, wenn dort ein kleines Käsebeck gewesen wäre? Wenn er gewusst hätte, dort ist ein Käsebeck, hätte er schon automatisch zurückgezogen. Darum, Käsebetten sind die Lösung für die ganzen Probleme. Ich meine, hätten wir dort ein Käsebeck gehabt, Sind hätte ja es so. auch nie ein Tracklimits-Problem gegeben. Und dann hätte es auch keine Strafe gegeben. Und Käsebäcki und erfahrenere Race Stewards, die nicht auf 1000 andere Meinungen hören müssen und nicht 100% aufs Regelwerk gut, schauen in sondern der, selber in ihrem Ermessen können entscheiden. Ich weiss, es lässt Platz für Interpretation und für Fehlentscheidungen, aber ich sage es auch im Fußball immer wieder, ich habe keinen Bock mehr auf das alles so perfekt genau nehmen. Tönt jemand mit Erfahrung an, wo 70%, 80% die richtige Entscheidung trifft, anstatt dass wir nachher tätig behinderte Entscheidungen haben, wo alle, sogar die, die es entscheiden müssen, sagen, es ist eigentlich nicht richtig, aber wir müssen halt entscheiden, weil es steht schwarz auf weiß, oder? ja, aber schau, ich meine, bei den Stewards hockt ja immer einer, oder mindestens einer steht, der ja auch Rennen fährt oder gefahren ist. Also es ist immer einer dort. Es sind ja nicht Ja, alle aber Stewards, die er, noch nie kann ja, gefahren sind. er kann ja nur eine Meinung reinhauen. Das ist Ja, mein ja, Problem. aber er ist im Fall anscheinend dann der auch schlussendlich entscheidet. Aus Fahrersicht. Ich habe immer gemeint, Und es ist einfach einer, der hauptsächlich entscheidet und das Gremium quasi, das darüber diskutiert und die wichtigen Regeln also es sind verhält meistens und immer etwa Fahrersicht 3 oder verhält. 4 Leute, ich glaube 3 Ja, sind es genau. meistens. Und einer von denen ist aber immer ein Fahrer. Und der hat eigentlich, in der Regel hat er immer das letzte Wort im Fall. Okay, interesting. Und ich finde es halt ein bisschen, ja, eben, wie gesagt, von außen her gesehen, finde ich es auch unfair gegenüber den Norris. Ich finde aber auch, und das sage ich jetzt nicht, um den Norris weiter zu kritisieren, wenn du auch weißt, du hast schneller ein Auto, wieso musst du es da auf Biegen und Krampf durchziehen? Wieso hast du es Ja, nicht er nochmal irgendwie hat, auf der Gegengerade ein Startziel oder mhm. nochmal auf der Long Straight nochmal probiert? Es ist ganz klar gewesen, dass er schneller ein Auto hat. Er hat den Tire Advantage und. Ich glaube, wenn er einfach noch ein bisschen mehr Pressure gemacht hat, wäre er einfach automatisch auch ein bisschen vorbeigekommen. Andererseits muss ich ja sagen, es ist unglaublich geil gewesen, zum Zuschauen diesen beiden bei ihrem Fight. Ja, Also und für das wahrscheinlich ist auch Entertainment ist super gewesen. wahrscheinlich ist er auch hure frustriert schon gewesen, muss Ja, man auch denke sagen ich an auch. dieser Stelle. Ja, aber es ist halt einfach, das Wochenende ist fast alles wieder gegen ihn gelaufen. Und obwohl er zuerst einen super Start gemacht hat, ja, unterschätzt er dort, dass der Verstappen doch noch sich reindrückt. Und das führt zu einer Kaskade, wo ihn nachher auf dem 4. Platz sieht, oder? Ja, aber Also, weißt du, ja, ich meine, wäre ja hässig. wenn du hast es gerade gesagt, das Wochenende, wo wieder gegen ihn spielt, blöd gesagt, aber er verursacht es Also, selber. richtig, ja, ja. Ein Das ist halt Wochenende, einfach wo das er Problem. gegen sich spielen lässt. Eben, meine, Er lässt es zu. es ist ja nicht einmal so, dass das Team einen Fehler gemacht hat oder die Umstände einen Fehler gemacht haben. Es ist er selber, der einen Fehler gemacht hat. Und ich sage jetzt nicht, dass es sein Fehler war, dass er dort aussen überholt hat. Ich bin ganz ehrlich, wäre ich in dieser Situation gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch durchgezogen. Ja, du Weil musst einfach, auch schnell reagieren. Also. ja, weil ich würde mir auch denken, so, du Bastard, jetzt drückst du mich da wieder raus und so, jetzt gehe ich einfach vorbei, ich habe keinen Bock mehr auf dich, weißt du? Und ja, ich meine, eben, du hättest ein bisschen anders können an die Sache hergehen, aber es ist jetzt halt mal so, wie es ist. Ich meine, Schau, ich glaube, so Sachen sind schlussendlich der Grund, wieso das für mich jetzt zu 100% ein Title Fight over ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Norris überhaupt noch eine Chance hat, zurückzukommen, weil also dass er noch eine Chance hat, müsste wirklich einfach im Verstappen ein DNF oder so passieren, was nicht wird sein. Die Kerlen sind zu gut, dass es passieren kann. Ja. Für mich Ja. ist mit dem Rennen eigentlich der Title Fight over. ja gut, jetzt schauen wir mal. Ich könnte mir gut vorstellen, weil der McLaren ja High Downforce Strecke ein bisschen schneller ist, dass vielleicht jetzt gerade Mexiko ihnen noch könnte gut liegen, weil dort fahren sie ja eigentlich mit Setups oder beziehungsweise mit Flügeln wie in Monaco, weil ja die Luft so dünn ist dort. Darum kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie vielleicht dort noch einmal werden stark sind. Aber jetzt gerade so Sao Paulo oder halt dann eben Katar vor allem, wo noch kommt, schwierig zu sagen, wie schnell dass sie dort dann wirklich sind.
Weil das sind halt dann wieder verdammt schnelle Strecken, die vielleicht dann eben wieder im Ferrari relativ gut liegen. Mhm. Ja, wobei Katar liegt, glaube ich, Ferrari sicher nicht gut. Das ist schon eine schnelle Strecke, aber... Ja, wir sehen es dann. Ich meine, Ferrari ist durch die SS auch durch wie Hölle dort, weißt du, in Hast Austin. auch wieder recht, ja. Darum, gut, aber eben das ist ein Rennen, das ja noch ein bisschen weg ist. Vegas könnte auch wieder stark sein für Ferrari dann, wegen der Long Straights und alles drum und dran. Also, das Ganze ist sicher noch nicht gegessen und es ist sicher auch hure spannend, eben, vor allem wer Team Championship könnte holen. Das ist halt einfach, es ist halt einfach hure unfair für den Verstappen, dass er alles selber muss machen. Aber es ist schon hure spannend, ey, was dort so passiert und abgeht jetzt. Aber ja, es ist halt wirklich einfach wieder komplett offen und die nächsten paar Rennen werden nicht weniger spannend werden und ich freue mich wirklich drauf. Ich mich auch, definitiv. Abschließend habe ich zum USGP noch eine Frage, die hoffentlich das letzte Thema anschneidet. Wer war für dich Driver of the Day gewesen? Ich weiß schon, auf was du raus willst. Du willst es also entweder sagen Liam oder der Colapinto, gell? Ja, aber wer ist eigentlich geworden? Der Leclerc? Der Leclerc ist es geworden, okay. Ja. Aber also ohne jetzt wirklich die zwei Namen zu forcen, wirklich deine Meinung, wer ist Driver of the Day? So spontan im Hinterkopf hat jetzt einfach Magnussen, weil der hat echt geile Overtakes gemacht hat. Mhm. Und der hat eigentlich wirklich gut performt. Oder ich würde Sainz sagen, dass er doch ein Problem, das er noch hatte, noch vorgefahren ist. Und der Sainz hat auch einen geilen Sprint hergelegt. Wie der gefightet hat gegen den Leclerc. Ey. Mega. Das ist richtig. Nein, das ist geil gewesen. Ja, logisch ist schön. Also ist geil gewesen. Aber gewesen. So teamintern, also ich wäre übergekehrt am Kommandostand, weil ich der Teamchef gewesen wäre. Fix. Für mich, Driver of the Day, ganz klar George Russell und somit ist der Podcast beendet. Merci, tschüss, nein. Russell, Alter, ey. einfach das Thema überspringen. Nein, Russell übrigens doch eigentlich schon, der hat verdammt guten Drive gehabt. Der hat ja von der Pitlane gestartet. Und ist P6 geendet. Ja, hat er Pitlane gemacht? Also Pitlane Hamilton oder ist Back doch... of the Grid? Oder ist Hamilton von Pitlane gestartet? Nein. Russell. Weil Russell hat den Crash gehabt, müssen Teile wechseln. Pitlane-Start zu P6 eigentlich hure stark. Also für mich so ein bisschen der Driver of the Day. Aber für mich Driver of the Day, ich habe gewollt, der Liam Lawson, weil zurück in der Formel 1 und hat halt eben auch von hinterst hinten gestartet. Er war, glaube ich, zweitletzte oder letzte. Warte, let me check. Er hat Dings gehabt, ich glaube das letzte gewesen, weil er hat ja Penalty gehabt wegen Engine. Also, on the Grid letzte. On the Grid letzte mit 60 Grid Penalties und der Russell musste von Pitlane starten. Und Liam Lawson in einem V-Carb hat es auf P9 geschafft. Und das ist für mich noch das größere Achievement als von Pitlane zu P6 in einem Mercedes. Aber auch der Monsieur Coca-Cola Pinto hat ein verdammt gutes Rennen gemacht. Und die beiden, die überzeugen mich einfach immer wieder. Und vor allem der Cola Pinto. Ich habe ihn nicht einmal in der Formel 2 so hart auf dem Schirm gehabt. Und jetzt, so im Nachhinein, wo ich mich auch ein bisschen mehr informiert habe, über was er so geschafft hat, vor dem, dass er in die Formel 1 kam, es ist eigentlich ein Schande, hat man nicht schon früher von ihm geredet, weil er hat alles auseinandergenommen eigentlich, aber man hat es nicht so gemerkt, weil er halt nicht so viel in den grossen offiziellen Championships mitgefahren ist, weil er nicht so viel Cash hatte, oder? Aber er zeigt es jetzt in der Formel 1, dass er unbedingt muss in der Formel 1 bleiben will. Was der sich zusammenfährt in einem Williams und die letzten paar Rennen eigentlich der Albon am Outqualifyen und am Outracen ist, wirklich Chapeau. Also beide zusammen, ich könnte mich nicht entscheiden, absolut Driver of the Day. Ja, also ich sehe es natürlich. Ich finde aber auch jetzt zwischen Liam und dem Colapinto finde ich den Colapinto immer noch der stärker. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, ich finde ihn mega sympathischer. Ich finde ihn wirklich mega sympathischer. Und ich finde es einfach geil, die hure Instagram-Videos, wo er mit dem Senna verglichen wird, von den Ohren, wie sie so abstehen. Und da ist einfach so, Kollege, was ist jetzt da wieder für ein Scheiß Vergleich? Ja, aber ich finde es auch, der Colapinto
wirklich gut gefahren und auch eben seitdem, dass er jetzt eigentlich den Logan ersetzt hat nie schlecht abgeliefert und er ist immer gut mitgefahren und hat immer wirklich einen super Job gemacht. Und ich finde das Zitat von Ralf Schumacher recht interessant, noch, das er gedroppt hat, weil eben Liam auch sehr gut gefahren. Berman auch bei Ferrari gut gefahren. Ich meine, es ist ja Saudi-Arabien gefahren und ist ja bei Gott nicht eine einfache Strecke und ist ja noch bei Haas gefahren in Baku, hat auch einen Punkt geholt. Und das bringt mich eben auch auf die Frage, die ich dir stellen möchte, wo der Ralf Schumacher gesagt hat. Und ich über das nachdenken und dann müssen sagen, so, mal, könnte gut möglich sein. Der Ralf Schumacher hat gemeint, es zeigt ein bisschen, dass ein Formel-2-Auto schwerer sei oder schwieriger sei zum Fahren als ein Formel-1-Auto. Ich stimme dazu 100% zu. Und zwar, egal, was du jetzt noch sagen willst. Und zwar hat es noch so begründet, nicht, dass man also vielleicht nicht, ja, wie soll ich sagen, vielleicht nicht vom Handling oder so alles angeschaut habe, sondern rein vom Limit her. Es ist schwerer, ein Formel-2-Auto an die Limite herzubringen und an den Limiten zu halten. Hingegen ein Formel-1-Auto einfacher sei, an die Limite zu bringen und auch an den Limiten zu halten. Also, weißt du, wie ich meine, oder? Und wenn ich jetzt so sehe, die Rookies oder die Neuen, die kommen, auch ein Kimi Antonelli, ich meine, der ist ja nicht viel gefahren. Der ist etwa 3-4 Runden gefahren und der ist gecrashed. Aber er ist am ganzen Wochenende der einzige Fahrer gewesen, der am schnellsten durch das Ascari in Monza durchgefahren ist. Und eben das gibt mir halt schon ein bisschen den Vibe, dass halt die Jungen, die kommen, die Formel 2 Erfahrung haben, dass die halt einfach mit Autos fahren, die wesentlich schwieriger sind, an der Limite zu halten oder an die Limite zu bringen, gegenüber das, was wir in der Formel 1 haben. Und darum können alle jungen Fahrer, die kommen, verdammte Waffen werden oder hure gefährlich werden. Weißt du, was ich meine? Also ich würde schon nicht gerade sagen, alle Fahrer. Also Ja, nicht alle, finde, aber viel. Ich finde, wir haben wirklich einfach auch ein bisschen Glück mit den Rookies, weil ich finde, ein Colapinto, ein Liam, ein Antonelli und auch ein Bortoletto, die sind einfach sackstark. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Duan, wo ich auch immer wieder vergesse. Alter, der kommt ja auch noch, ich voll vergessen. Hey, ich glaube, der wird in den Boden gefahren. Hey, das letzte Mal schon, im letzten Podcast mit dem Simi habe ich den schon wieder vergessen. Oh mein Gott. Hey, aber sorry, das ist ja wirklich auch so eine richtige... Der wird so untergehen das nächste Jahr, weil sich niemand an den erinnern kann. Aber weißt du, so wird der hauptsächlich untergehen? Der hat die neue Generation von der Formel 2 Autos gar nicht in Erfahrung bekommen. Der ist mit der alten noch gefahren? Richtig, der ist nur mit der alten gefahren. Und der Grund, wieso ich eben auch an die These glaube, die du erzählt hast, ist relativ simpel. Ein Formel 1 Auto ist teuer. Es ist teuer, weil es auf Perfektionismus getrimmt ist, weil alles perfekt ist, weil jeder Aspekt darüber nachdenkt wird, was machen wir, und alles hat einen Grund, wieso das so ist. Ein Formel 2 Auto ist ein Delara-Chassis, schaut, dass Tire Pressure das und das nicht auf und runter geht, ihr dürft nichts verändern, außer Flügeln, viel Spaß. Und jeder arbeitet mit dem Gleichen. Aber es gibt einzelne Fahrer, die mit dem Gleichen viel mehr rausholen können. Es gibt einzelne Teams, die durch genau das Verständnis, von was wie funktioniert, viel mehr rausholen können. Und das zeichnet schlussendlich die guten Fahrer aus. Und wenn einer von diesen extrem guten Formel 2-Fahrern das schafft in Formel 1, dann kommen die zuerst mal rein und haben das Gefühl, sie müssen genauso on the edge und genauso hyperperfekt fahren, wie sie es schon in der Formel 2 machen. Und erst mit den Jahren werden sie dann abgetrimmt und abgetrimmt und abgetrimmt. Hey, fahren vorsichtiger, riskieren weniger, das und das und das und das. Und die Reifen sind heiß und chilliger fahren. Und das ist auch etwas, was ich die letzten paar Jahre ein bisschen beobachtet habe, dass viele, wenn sie zuerst in die Formel 1 kommen, hure die Performances haben und danach droppt es so ein bisschen off. Und je nachdem, die ganz, ganz guten Fahrer haben den Weg gefunden, das zu kontrollieren. Dass sie dann, wenn sie perfekt sein und pushen, das machen. AK Verstappen zum Beispiel. Ich finde auch Yuki Tsunoda ist ein gutes Beispiel dafür, weil er sehr stark gestartet hat, ein Down bekommen hat, immer wie vorsichtiger verfahren ist und jetzt mittlerweile wieder so Performance rausholt, wo du einfach manchmal musst sagen, holy shit, ist das gut gewesen, oder? Ja gut, aber man muss auch sagen,
der Yuki hat einen Teammate gehabt, der Nick de Vries geheißen hat und jetzt auch Danny Ricciardo, wo halt einfach beide nicht gut performt haben. Ja, aber ich meine jetzt seine Performance wirklich nicht auf einen Vergleich bezogen zwischen denen, sondern ja, generell. Weil aber du musst halt gleich immer noch ein bisschen den Teammate mit einberechnen. Ich bin jetzt eben gespannt, wie es mit dem Liam wird werden, weil jetzt schon mal, also das Wochenende oder letztes Wochenende, hat er sich schon mal müssen, ja, hat er schon mal müssen eine einstecken. Aber und ich meine auch, und Liam als Ersatzfahrer kam für den Ricciardo, hat er ein paar Mal müssen zurückstecken. Yes, und ich habe das Gefühl, man merkt extrem, wie der Tsunoda Pressure gespürt. Ja. Pressure vielleicht einerseits, weil einer von seinen besten Kollegen jetzt auf wenig neben ihm fährt. Das wissen die meisten gar nicht, aber die haben lange zusammen gewohnt. Sie sind lange ja auch in den gleichen Klassen gewesen, also so Privatschulen und so. Also das sind wirklich sehr, sehr gute Mates und das ist vielleicht ein bisschen etwas, wo er persönlich damit zu kämpfen hat. Vor allem, weil er weiss, wie gut das der Liam ist. Der Yuki ist vielleicht einer der wenigen, der das von vorne weg gecheckt hat, dass er eine Challenge wird haben gegen ihn. Und andererseits hat man richtig gemerkt, das Wochenende, dass er verdammt viel Pressure hat, weil er unbedingt den Red Bull Sitz haben. Und auch das nicht loslassende Verteidigen gegen den Perez und später noch gegen, wer war das gewesen? Ich glaube so im Sprint. Hat er auch stark und grob verteidigt. Gegen den Alonso, gegen den ist er gegen den Alonso. Dort hat er sich aber recht einen kassiert. Alonso hat ihm ja noch gesagt, das kriegst du zurück über. Ja, aber nicht auf lustig, sondern auf richtig so. Wirklich so hässig. Ja. Aber beim Losen ist er auch hässig geworden. Also, man merkt richtig, dass die beiden V-Carb-Fahrer jetzt schon einfach versuchen, sich zu beweisen. Aber ich glaube, das ist eben noch genau die Dynamik, die die zwei untereinander haben, dass sie beide auch gegenseitig einander beweisen, dass sie die Besten sind. Und, also ich finde, sie haben wirklich ein geiles Driver-Line-Up, ein underrated Driver-Line-Up und der zweite Red Bull-Sitz wird von einem guten Fahrer besetzt, egal wenn er von diesen Schlussendlich kommt. Also ich muss sagen, es war zwar nur ein Rennen, aber wenn es der Liam weiterhin so performt, hat er es safe verdient bei Red Bull. Aber wenn es vielleicht zu früh wird sein oder so und gegen einen Max, aber ich bin auch gespannt, ich würde eben gerne den Liam in einem Red Bull sehen. Und schauen, wie der performt. Einfach so als Richtwert oder Vergleichswert, eigentlich sozusagen. Dann wiederum fände ich es schade, wenn man wirklich schon um 25 würde reinstecken in das Auto. Ich sage, wenn, dann mindestens Mitte 25. Ja, kannst du den Yuki aufnehmen und den swappen eigentlich, wenn es funktioniert. Genau, also ich würde wirklich sagen, tut mal für nächstes Jahr den Yuki fahren, weil der hat es wirklich auch verdient. Er hat gut performt. Und ja, ich meine, wenn der Yuki den Sitz bei Red Bull nicht bekommt, hat er immer noch eine Ausweichsmöglichkeit bei Aston Martin hoffentlich, weil das wäre eine verdammt geile Kombination, Alonso und Tsunoda. Aber ja, so viel dazu. Jetzt habe ich eigentlich gar nicht gedacht, dass wir noch so viel Zeit über den Tsunoda verlieren, aber es hat wirklich auch noch interessante Dynamik zwischen ihm und dem Lawson. Das ist so, ja, definitiv. Ich bin jetzt gerade kurz den WM-Stand noch durchschauen. Und rein theoretisch, also auch der Leclerc hätte noch Potenzial zum Championship holen. Er ist 79 muss Punkte. Alles schief laufen. Er ist 79 Punkte hinter dem Verstappen. Aber weißt du, musst dir so vorstellen, wenn der Max und der Norris, die beide so rausfliegen, der würde auch der Nächste werden, würde mal fett absahnen. Weißt du, was ich meine? Ich meine, Holz anlängen, aber stell dir vor. Es wäre geil. Bitte, das soll passieren. Respektive Norris und Verstappen haben einen riesen Crash und beide brechen sich bei. Ja, nein, das wollte ich jetzt schon nicht. Das wäre bitter. Nein, das wollte ich auch nicht. Aber es wäre geil. Es wäre geil, wenn es zweimal einen Crash geben, beide fliegen raus. Der Leclerc holt zweimal 26 Punkte mit Fastest Lap zusammen. Und dann wäre das eine verdammt enge Geschichte. Ey. Weil ich meine, der Leclerc ist ja hinter dem Norris mit, wie viel sind das? Etwa 20 Punkte, plus minus. So also ja. P2 kann er sich locker holen. Ja, aber es wäre schon geil. Wenn da so einen Dreikampf vom Championship geben. Oh mein Gott. Das wäre geil. Vor allem stell dir vor, Red Bull, irgendein Scheiß passiert. Red Bull performt wirklich Scheiße in den nächsten paar Rennen. Und Leclerc und Norris rücken so weit auf, dass wir so, soll ich sagen, 2012 Endstand haben, wo so innerhalb von 7 Punkten die 3 Fahrer wären. Oh mein Göttlingan, Junge. Ja. Das wäre einfach geil. Das wäre geil. Du bist Weltmeister. No. Tu es Champion du Monde. Ja, es wäre geil. Es wäre wirklich geil.
Ja, ich weiss nicht, wenn wir noch über sauber reden, über den Sitz oder weißt du das Gefühl? Das Thema ist ausgecatcht. Wir Ja. reden darüber, wenn es endlich entschieden wird. Das Ja, soll ja. übrigens Mitte November. Gypsy Gola Verex. Genau. Genau. Ja, aber in dem Fall haben wir eigentlich alles angesprochen an dieser Stelle. Ja, und also, du hast noch irgendetwas, aber ich glaube, das war soweit alles gewesen, oder nicht? Ist gut, super. Also, ja, dann wäre es das einfach mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Wir haben quer viel geredet, wir haben zwar schon eine Reihe voll gehabt, aber irgendwie haben wir gleich irgendwie voll wild hin und her geredet. Das habe ich richtig geil gefunden jetzt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass euch auch die Episode gefallen hat. Und ja, dann würden wir uns dann wieder so plus minus in 14 Tagen wieder hören. Jetzt kommt ja als nächstes Mexiko und dann nachher kommt Brasilien. Brasilien, oder? Ja, Brasilien kommt. Und dann schauen wir, dass wir dann wieder einen Podcast raushauen können. Das ist jetzt, jetzt sind wir voll in einem Tribleheader drin. Und ja, dann würde ich mal sagen, was es war mit dieser heutigen Episode. Danke vielmals fürs Zuhören und wir wünschen euch wie immer einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal beim Unsafe Release.